zu einer Sympathikusaktivierung und zu einer Aktivierung des Renin-Angiotensin-Systems, sodass diese Gegenregulation dafür verantwortlich ist, dass relativ schnell sich eine Nitrattoleranz ausbilden kann. Dann entsteht eine erhöhte Synthese von Angiotensin 2 und dieses Angiotensin 2 hat weitere schlechte Wirkungen, indem es nämlich über eine Proteinkinase C sogenannte NADPH-Oxidasen aufreguliert, die das Superoxid-Anion erzeugen. Und dieses verbindet sich mit dem NO zum sogenannten Peroxynitrit. Und dieses Peroxynitrit ist nun fatal, weil es einerseits die Synthese von Prostaglandinen, die vasodilatierend wirken, inhibiert, und andererseits die NO-Synthetase entkoppelt. Das bedeutet, die NO-Synthetase synthetisiert jetzt kein NO mehr, sondern synthetisiert eben Superoxidradikale in der Endothelzelle. Eine ähnliche fatale Situation haben wir in der glatten Muskelzelle, wo ebenfalls dieses Peroxynitrit sich anhäuft, das dann die Aldehyd-Dehydrogenase hemmt, sodass es zur verringerten Bioaktivierung kommt von Substanzen, das gleichzeitig aber auch die Guanylatzyklase hemmt, also selbst wenn NO vorhanden ist, hat es eine geringe Aktivität der Guanylatzyklase und dann wird auch die Phosphodiesterase gesteigert, die zum verstärkten Abbau von Zytogen GNP führt und dadurch kommt es dann eben zu einer verringerten zyklischen GNP-Verfügbarkeit und damit zu einer verringerten Vasodilatation. Also da gibt es unterschiedliche Hypothesen, die ich Ihnen gerade genannt habe. Wie kann man die Nitrattoleranz verhindern? Nun, in der Regel macht man ein nitratfreies Intervall nach längstens 12 Stunden. Da kann es aber auch zu so etwas wie einem Entzugssyndrom kommen. Das heißt, wenn das in unter nicht vorhanden ist, haben manche Patienten das Problem, dass sie dann verstärkte Symptome haben. ACE-Hämmer verhindern eben die Anhäufung des Angiotensin 2, das ja zum Teil für die Nitrattoleranz verantwortlich ist. Und dann sollen Statine, Antioxidantien und vasodilatierende Beta-Blocker, die sogenannte dritte Generation, die wir noch besprechen werden, die einen Effekt haben. Das ist aber nicht wirklich fix nachgewiesen, muss man sagen. Das sind eher Hypothesen. Das Nitroglycerin, das Glyceroltrinitrat, hat eben eine schnelle Wirkung und eine kurze Wirkdauer. Das haben wir schon erwähnt, dass dieses Organoxidinitrat hat einen verzögerten Wirkungseintritt. Das Mononitrat, das wird nicht über die Mundschleimhaut resorbiert, das ist daher nur zur Intervalltherapie verfügbar. Und das Molsidomin soll eine nicht enzymatische Freisetzung von GNO haben und eine geringere Toleranzwirkung Toleranzentwicklung durch diese nicht enzymatische Freisetzung erlauben. Vollkommen gesichert ist das in der Literatur eigentlich nicht. Was für Nebenwirkungen gibt es durch die Vasodilatation? Wenn der Plasmaspiegel zu hoch ist, kommt es natürlich zu einer Dilatation der Arteriolen. Dann kann es zu Kopfschmerzen, Gesichtsrötung und Schwindel kommen, zum Blutdruckabfall und als Folge auf den Blutdruckabfall reagiert der Organismus natürlich mit einer Tachykardie. Diese Tachykardie erhöht dann den Sauerstoffverbrauch und die Beschwerden werden stärker. Und das bezeichnet man auch als Paradoxin-Transwirkung. Das heißt, der Patient nimmt die Substanz ein in der Hoffnung, dass es ihm besser geht, und es geht ihm aber schlechter. Weil es eben durch die periphere Vasodilatation zu einer Tachykardie gekommen ist und damit der Sauerstoffverbrauch zugenommen hat und sich damit die Ischämie-Symptome verstärken. Und dann kann es noch zu einer Methämoglobinemie kommen. Das ist in der Regel nicht der Fall, nur wenn man eine Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase im Mangel hat.
dann kann der Körper das entstehende Hämoglobin nicht abbauen. Und solchen Glucose-6-Phosphatidylglutamate-Mangel, den findet man häufig in der schwarzen Bevölkerung. Interaktionen, natürlich alle Vasodilatoren können mit den Nitraten interagieren und damit eine verstärkte Vasodilatation zur Folge haben. Dann Neuroleptika, trizyklische Antidepressiva, die haben aufgrund ihrer Wirkung ebenfalls zum Teil eine vasodilatorische Komponente und können zu einer Verstärkung führen. Alkohol und dann die PDE5-Hämmer, eben das Sildenafil, Valdenafil, Tadalafil. Diese Substanzen, die also zur Behandlung der erektilen Dysfunktion, aber auch der pulmonalen Hypertonie verabreicht werden, hemmen den Abbau von zyklischen GLP, weil sie die Phosphodiesterase 5 hemmen. Und wenn natürlich vermehrt zyklisches GLP sich anhäuft, aufgrund der NO-Wirkung, und gleichzeitig man den Abbau von zyklischen GLP hemmt, aufgrund der Wirkung der PDE5-Hämmer, dann hat man natürlich einen überadditiven Effekt und dann kann es zu einer massiven Vasodilatation kommen. Gehen wir zur zweiten Gruppe der Antianginosen über die Beta-Blocker. Das Anti-Beta-Blocker, wir haben sie ja schon als Antiarrhythmiker der Klasse 2 erwähnt. Sie sind eben kompetitive Antagonisten an Beta-Rezeptoren. Und die Beta-Rezeptoren sind dafür verantwortlich, dass wir einerseits eine positive chrono- und inotrope Herzwirkung haben über Beta-1-Rezeptoren und dann eine Dilatation der glatten Gefäßmuskulatur über Beta-2-Rezeptoren.